Servus alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache und zwar tue ich jetzt regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 gestartet ein Stream, würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Und ja, ich muss mich zuerst mal gerade entschuldigen, dass so lange keine Folgen mehr gekommen sind. Der Grund ist ganz einfach, ich habe relativ viele Folgen aufgenommen, habe dann alles geschnitten und habe dann das Zeug auch aufgeladen gehabt. Und dann ist halt noch Black Ops dazugekommen, den ich wieder aufnehmen wollte. Und dann ist die PS5 gekommen und ja, dann ist es ja, einfach gar nicht mehr vorwärts gegangen mit dem GTA Let's Play. Aber wir sind jetzt da wieder am Start. Und jetzt muss ich noch kurz schauen. Da muss ich wieder rausnehmen. Wegen der Steuerung, weil manchmal muss ich eben wieder frisch konfigurieren. Und dann nachher ist das wieder nicht mehr so eingestellt, wie ich möchte. Driveback abfeuern und Handbremse, Hydraulik tauschen ist drin. Perfekt, nein, das setzt noch überall. Sehr gut. Also, nein, aber wie gesagt, muss ich mich entschuldigen für das, dass es jetzt lange keine Folge mehr gibt. Ich nehme jetzt eben wieder Folgen auf. Das mal aber auch direkt von der PS5 aber mit der neuen Game Capture Card, mit der HD60S Plus. Also ich hoffe, man sieht den Unterschied. Wir haben ja schon ein Video aufgeladen, wo wir auch ein bisschen den Unterschied raussehen. Falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du jetzt oben rechts aufs eintippen und danach kommst du noch zu dem Video. Einfach nur so am Rand erwähnt. So, wir machen jetzt aber da weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben. Nicht verwundern, ich weiss, wir sind in der letzten Folge eigentlich in Sandy Shore aber gewesen, auf dem Flugplatz. Da ich aber jetzt auf PS5 übergewechselt habe, jetzt den Spielstand zwar schon übernommen, wo wir eigentlich zuletzt waren, aber der Speicherort ist komischerweise nicht mehr dort oben in Sandy Shore, sondern einfach da unten in der Stadt spawnt er jetzt irgendwo. Also es ist eigentlich so, als würde man zum Trevor rein switchen. Er ist plötzlich einfach irgendwo, also ich bin dann vielleicht mal plötzlich am Pier unten oder eben jetzt hier gerade ein bisschen in der Innenstadt oder ja, wo auch immer sonst. Ja, wir gehen jetzt mal zum B. Das ist ja dort der FBI-Typi oder FIB-Typi. Da ist es ja FIB, nicht FBI. Und schauen wir mal schnell, was dort für eine Mission kommt. Ich glaube, das wird... Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht einmal. Ich habe keinen Plan, welche Mission das jetzt könnte sein, ganz ehrlich. Aber wir sehen sie jetzt eh gerade. We handled your little immigration problem, whoever the fuck it was. We're straight. Oh, absolutely. Yeah. You killed people, you tortured people, committed a litany of... Here's Trevor. Great! Looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts. Listen. We need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck the block,
tow truck, sack them. Get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. So, gut, also wir verlassen das Gebiet. Dann haben wir da mal das Gespräch geführt mit diesen Typis hier. So, genau, sind wir da Speicherpunkt, automatisch. So, da lang. Aber ganz kurz schauen jetzt nicht, dass man meinen ursprünglichen Game-Stand überschreibt. Weil das ist mittlerweile schon das dritte Let's Play und manchmal habe ich ein bisschen die Übersicht verloren. Nein, dort 79,7, das ist noch... Nein, eigentlich war er mal über 80 gewesen, aber keine Ahnung, wieso das jetzt wieder weniger ist. Und der hat wahrscheinlich den Spielstand nicht übernommen. Guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. So, also wir nehmen jetzt gerade das Auto hier als Fluchtfahrzeug. Wir tun jetzt den irgendwo herstellen. Was da, dieses Fahrzeug gehört Trevor und ist daher als Fluchtfahrzeug umgeeignet. Das Auto gehört sicher nicht dem Trevor. Wir tun das irgendwo, denke ich mal, Richtung Beach unten herstellen. Ich glaube, dort wäre das nicht mehr so ein schlechter Spot. Muss ich wieder ausschalten da, sonst habe ich da wieder Copyrights drin, wie weiss ich was. Das ist vor allem schlimm mit diesen Copyrights. Also an und für sich muss man, nur dass man vielleicht auch ein bisschen verstehen, wegen was und so. Also die Künstler bzw. so ein automatisches System, sobald du ein Musikstück rein tust, wo ein Copyright drauf ist, wird eigentlich gibt es eine Meldung bei YouTube oder beziehungsweise in deinem Profil drin, dass der oder der, ja, dass du Copyright-Musik verwendet hast. Und dann kannst du zwar sagen, ja, du hättest eine Einwilligung, die habe ich aber eh nicht. Danach kannst du es einfach so sein lassen. Dann hat es einfach den Einfluss darauf, dass du das Video nicht könntest monetarisieren. Sprich, du könntest kein Geld über das Video verdienen, über Werbeeinnahmen. Ich verdiene aber eh kein Geld über meine Videos, die ich mache. Also ich mache das alles nur für mich selber, oder beziehungsweise für mich selber nicht, aber für euch zum Unterhalten. Ich verdiene kein Geld damit. Dann ist es aber so, dass wenn ich könnte Geld verdienen darüber, wäre das nicht möglich, dass ich mit denen könnte Geld holen, also Geld ausholen mit diesen Videos. Und eben genau, jetzt muss ich auch schnell kurz den Michael anrufen. Und es ist aber so, wenn du zu viele Copyrights drin hast, kann es auch passieren, dass das Video gesperrt wird. Und das ist mir in den letzten paar Mal recht oft passiert. Einerseits will ich halt immer da mein Intro drin haben, wo ich so als breiter Mensch die Stege drauf laufe. Ja, darum ist es nicht immer drin, das Video oder das Intro. Also falls ich ein paar Mal jetzt schon ein paar Leute gefragt habe, ja, wo ist das Intro und alles. Der Grund ist eben da, es kann sein, dass ich da Musik drin habe oder vielleicht nicht sicher bin, ob die copyright-pflichtig ist. Darum tue ich dann meistens das Intro weglassen, nicht, dass mein Video plötzlich wieder gesperrt wird. Weil nachher ist es dann schon schwer mühsam, wenn ich im Video innen selber etwas streichen muss. Es gibt eine Funktion von YouTube, wo du kannst eben Videos stumm schalten oder gewisse Teile stumm schalten, wo das Lied gerade läuft. Aber das ist natürlich dann hure mühsam, wenn ich dort gerade irgendwie etwas am Erzählen bin oder weiss ich was und nachher plötzlich ist der Ton einfach dort weg, oder? Und das Intro ohne den Ton ist einfach auch scheiße. Darum lasse ich es einfach komplett weg und dann habe ich einfach die Option, dass ich es einfach nur drinnen lasse, das Lied, und einfach den Copyright bekomme, aber dafür nicht mehr passiert. Also nur so als Erklärung, wieso dass ich manchmal das Intro nicht drin habe, dass ihr da mal ein bisschen Bescheid wisst, weil eben doch ein paar Leute da gefragt haben. Und ja, das Intro finde ich schon auch lustig, aber eben, ich kann es halt leider nicht immer rein tun. So, ich tue es jetzt mal da rein, bei diesem Video da wahrscheinlich, aber
Wenn dann natürlich plötzlich mal irgendwo ein stummer Part kommt, dann wissen sie Bescheid, dass ich wieder einen Copyright bekommen habe. So, Trevor. Wenn wir jetzt für den Michael nehmen wir da am besten nehmen wir so eine Schweinemaske. Und für den Franklin nehmen wir die Affenmaske. So. Dann haben wir das auch schon gemacht und jetzt müssen wir noch eine Vorbereitung machen, oder noch 2, glaube ich. Und dann haben wir das gemacht, alles, glaube ich. Ja, das ist dann ja der Raubüberfall, wo wir nachher mit dem Abschleppauto der Dings Geldtransporter wegrammen. Genau, ja, wir machen jetzt das einfach schon kurz alles mit dem Trevor. Das spielt ja, glaube ich, nicht so eine Rolle. Das ist ja mit allen etwas das Gleiche. Und ja, was man schon noch sagen kann, das Game schaut ja jetzt, oder wie ihr seht, sieht ja nicht viel anders aus jetzt auf der PS5, weil es ist halt einfach schlussendlich einfach die PS4-Variante, die halt einfach auf PS5 aufgepatcht wurde ist noch. Also Rockstar hat ja gesagt, sie haben irgendwie ein Update rausgehauen scheint. Ich habe einfach kein Update müssen machen, komischerweise, aber vielleicht kommt das ja erst noch, ich weiß es nicht. Aber es ist schon cool, es funktioniert wirklich alles so wie gewohnt auf der PS4. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist mit dem Controller, weil der halt das Haptik-Feedback hat und das fühlt sich halt schon ein bisschen anders an, wie jetzt auf der PS4 die normale Rumble, die man dort hat. Also Vibration fühlt sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ja, also nicht so wie vorher, es ist halt einfach sehr, sehr weich, weil halt eben das Game nicht darauf abgestimmt ist. Dann muss man wahrscheinlich warten, bis die Remake-Variante rauskommt, dann im Sommer. Aber sonst muss ich wirklich sagen, ist es ist schon easy. Es spielt sich sicher flüssiger. Ah, Alter. Oh mein Gott. Jetzt hat man aber recht einen reingelangt. Da. So, schau kurz. Alter. Wow, wie der jetzt ausgeteilt hat. Man sieht also schon, dass es ein bisschen flüssiger läuft, beziehungsweise es hat viel weniger Frame-Brüche, das merkt man. Also gerade vor allem im Online, wenn du ein paar Rennen fährst, wo man es echt oft gespürt hat, das Game plötzlich irgendwie angefangen hat, nicht legen, aber es hat einfach so leicht geruckelt dann. Das hat man jetzt hier praktisch nicht mehr oder sehr, sehr wenig. Und das ist schon cool. Also da muss ich schon sagen, da hat sich schon mal schon gelungen, also jetzt für GTA 5, dass man es auf der PS5 so spielt. Ladezeiten ins Game rein, in die Story-Modus ist auch echt beeindruckend. Also wenn unten beim Ladebalken steht 20%, bist du im Game drin. Also es tut wesentlich schneller laden, als die Prozentzahl eigentlich das anzeigt. Im GTA Online merkst du aber eigentlich keinen grossen Unterschied. Also ins Online spawnen denkt mir immer noch genau gleich schnell. Texturen tut es einfach ein bisschen schneller laden. Das merkt man ein bisschen. Aber dort ist es halt einfach so, dass halt die Server von Rockstar nicht auf das ausgelegt sind, was ein PS5 kann leisten kann. Darum da muss man dann halt auch wieder abwarten, was dann im Remake kommt. Ich bin gespannt eigentlich auf das GTA 5, auf das Remake bzw. auf die PS5-Variante, wie das optisch mal wieder aussieht, weil ich habe erst gerade vor kurzem, so eine kleine Story nebenbei, ich habe erst gerade vor kurzem noch vom Gronk und Sarazar habe ich noch ein GTA 5 Let's Play, also 2-3 Folgen reingeschaut, wo sie auf der PS3 den Story-Modus gespielt haben und alter Schwede, das Game hat hässlich ausgesehen dort drauf. Also das hast du nicht reinziehen eigentlich. Und sie so, oh, es sieht verdammt geil aus und so. Und das ist einfach schon so, wo das GTA 5 rausgekommen ist, 2013 auf der PS3 oder Xbox 360. Hey, wir haben gesagt, das Game sieht so anders nice aus und das ist Next Level und es gibt kein Game, das so gut aussieht wie da. Kollege, schau Red Dead an, wie das aussieht, Mann. Also es ist schon krass, der Unterschied jetzt mittlerweile. Genau, Abschleppwagen auf dem Hof. Und ja, also echt krass, wie GTA oder beziehungsweise Rockstar aus dem GTA 5 noch etwas rausgeholt hat jetzt auf PS4. Darum ich bin gespannt, wie es dann nachher auf der PS5 noch wieder aussieht. Erwarte aber nicht allzu viel. Ich finde es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht gut, dass sie auf der PS5 jetzt also nochmal das GTA 5 raushauen. Also es ist wirklich so, als würde man einfach immer noch mehr und mehr aus dem Game rausziehen, obwohl das wirklich blöd gesagt ausgelutscht ist. Das muss man wirklich so einfach mal dahinstellen. Also das ist wirklich recht ausgelutscht, das Game. Und
ja, es ist einfach halt dort wirklich schade. Aber ja, das Game ist ja dementsprechend ja nicht schlecht. Muss man einfach mal sagen, das Game ist nicht schlecht. Sie machen es nur schlecht mit der ganzen DLC, also vom Oppressor. Mehr muss ich da nicht sagen. Aber sind wir ehrlich, alle hassen den Oppressor, aber jeder hat ihn. Auch du, wo sagst, ich hasse den Oppressor und scheiß Death und bla bla bla. Schlussendlich hast du ihn gleich. Weil, sind wir ehrlich, der Oppressor ist einfach ein hure guter Death, wenn du von A nach B willst kommen. Muss man einfach so sagen. Die sind jetzt dem Auto einfach hineingefahren da. So, also wir nehmen mal das Auto da, oder besser gesagt, ja, jetzt kriegen wir noch Schmier über, das war klar gewesen. Und dann fetzen wir schon mit dem zu der, kann ich sagen, zum Hof dort, wo wir vorher den Abschleppwagen hergestellt haben. Fahre jetzt einfach nicht gut. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt das Polizeiauto rechts abgebogen wäre, also hier reingemündet wäre in die Straße, wo ich fahre, und hey, da wäre das so programmiert gewesen, das Game. Oh je, so. Also das sollte ja nicht klappen, dass wir die Chemie jetzt schon verlieren. Das sind ja 2 Sterne, die gehen in der Regel ja schneller weg als 1 Stern. Ich fahre jetzt mal das Auto hierher. Ich glaube, da oben sollte mich niemand sehen. Und dann warten wir schon, bis wir die Chemie verlieren. Ja, und was ich noch sagen, also jetzt eben das GTA tue ich jetzt aufnehmen auf der PS5 in Zukunft, nicht mehr auf der PS4. Ich meine, wenn ich die Konsole schon habe, dann werde ich auch Gameplay mit dem aufnehmen. Ich hoffe eben auch natürlich, ich sage es jetzt auch wieder, das meine ich wirklich ernst, nicht, dass ihr mir da irgendwie etwas unterstellen wollt. Ich hoffe natürlich, dass ihr eure PS5 auch gleich schon bekommt. Aber ich weiss auch momentan, der Markt ist sehr, sehr spärlich, oder beziehungsweise Sony hat ja irgendwie... Jetzt läuft auch meine Kaffeemaschine, okay. Sony hat ja rausgehauen, dass ja PlayStation 5 weltweit restlos ausverkauft ist. Also natürlich... Alter, die Kaffeemaschine. Laut. Von mir gehört das Mikrofon. Also natürlich muss man da an dieser Stelle sagen, Props an Sony, was sie wieder da rausgehauen haben. Dass die PlayStation so vergriffen ist. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile über 130'000 Exemplare auf dem Markt verkauft worden. Und Xbox technisch glaube ich 80'000, aber ich möchte mich da nicht fest nageln auf dieser Aussage. Ich habe das nur mal irgendwie mitbekommen, aber ja, also klar, ich finde es auch schade, dass natürlich nicht so viele Konsolen von Anfang an rausgekommen sind, aber wir müssen da natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Corona hat natürlich auch dort eine recht grosse Wirkung gehabt und auch die haben natürlich wegen Corona eine rechte Produktion Verzögerungen gehabt. Und ja, schlussendlich kein Vorwurf jetzt an die keine bekommen haben, aber ganz ehrlich, ich habe meine bekommen, weil ich mich gerade mitten in der Nacht vorbestellt habe, wo PS5-Präsentation draussen war. Und ich meine, es ist schon logisch, wenn PlayStation... warte mal kurz das Telefon. So, es ist ja klar, dass ja, wenn PlayStation ein Announcement macht von der Konsole, beziehungsweise vom Preis her und mehrere Sachen, dann ist es ja logisch, dass ja Online-Händler automatisch etwas aufschalten könnten. Also man geht ja dann schauen. Klar, kann es natürlich schon sein, dass ihr geschaut habt, irgendwie am 12 und das war nicht drin. Ich habe meine am 12:30 am Morgen bestellt. Aber ja, ich glaube, wenn der Preis draussen ist und wenn die technischen Daten sind ja auch schon alle draussen gewesen und. Also es hat ja mehrere Faktoren gehabt, die eigentlich dafür gesprochen haben, dass ein Vorverkauf starten wird. Einerseits hat ja Xbox auch schon angekündigt, dass dann der Vorverkauf wird starten. Und ja, ich meine, es ist ein bisschen auf der Hand gelegen und klar, eben, viele haben das wahrscheinlich nicht checken oder haben irgendwie gar keine Zeit gehabt. Ich meine, es war morgen um 12:30, dann glaube ich unter der Woche noch, wobei ich glaube es vom Donnerstag auf Freitag war, wenn ich es im Kopf habe, ich weiß aber nicht mehr auswendig. Viele müssen ja auch arbeiten, verstehe ich natürlich auch. Aber es hat mehrere Aspekte, wo man das können sagen oder wo man aufzählen kann, wieso dass man keine vorbestellen kann. Aber nachher umhaten oder irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, blöde Sprüche rauslassen, ja, der ist schon PS5, bla bla bla, dies, das. Bruder, wenn du wach geblieben wärst, hättest du auch eine bestellen. Weißt du, was ich meine? So, ich will da jetzt nicht lange um den heißen Brei labern, aber es ist einfach so. Schlussendlich bist du selber schon, blöd gesagt.
Und nur weil du keine bekommst, muss ich sie rumflamen. Also, ja. Aber eben, wie gesagt, ich hoffe natürlich, wenn du eine vorbestellt hast, dass du sie gleich bekommst. Und dass er das Sony relativ schnell mal eine kann wieder nachliefern kann. Und ich glaube, das wird auch gleich mal der Fall sein. So. Dass so gleich mal eine kommt dann wieder, oder dass eine zweite Welle kommt. Gut, also. Genug über das Thema PS5 und alles gelabert. Es ist schon lang gegangen. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we Genau, get this so. done, Steve says Und we gotta take it to Devin West, the guy das we sind met wir at noch am that Labern, Kollege. interrogation. It's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Gut, also, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von GTA 5 aus der Ego-Perspektive. In der nächsten Folge machen wir dann den Raubüberfall. Wir haben jetzt einfach in dieser Folge alle Vorbereitungsmissionen gemacht. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Teil wieder, wie auch immer. Bis dann, sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.